Man nennt sie die Ratten der Lüfte. Kaum einer mag sie. Dabei wurden die Vögel einst hochgeschätzt und verehrt. Heute leben die Stadttauben mitten unter den Menschen, von deren Abfällen. Nur wenige wie Monika Wölk kümmern sich um die verfemten Tiere. Wenn ich jetzt einen Anruf kriege, dann fahre ich eigentlich für jedes Tier raus. Jedes Lebewesen ist es wert, dass dem geholfen wird. Die Taubenschützerin schaut nach verletzten Vögeln. Sie kennt die versteckten Nistplätze der Stadttauben. Überall sind sie bedroht, auch von Menschen. Die wollen sie verjagen, verscheuchen, vergrämen. Nur weg mit den Viechern. Die haben vorher da drüben immer gebrütet, da bei diesem, wo das Kiosk steht. Und das ist jetzt alles verspiked worden. Jetzt suchen sie sich natürlich einen Ersatz. Also hier zum Beispiel brütet gerade aktuell eine Taube. Die sitzt hier auf ihren Eiern drauf. Was der Taubenfreundin auch Sorgen macht, ist die starke Vermehrung. Also das sind jetzt 2 Kunststoffeier und die tauscht man dann aus, wenn die Tauben beide Eier gelegt haben. Das ist dann eine natürliche Geburtenkontrolle. Das bringt nichts, wenn man die Eier einfach nur wegnimmt, weil die dann sofort wieder neue Eier legen. Taubenhäuser können dabei helfen. Dort werden die Vögel gefüttert und finden einen beschützten Brutplatz. Sie sind weg von der Straße und durch Austausch der Eier ist die Vermehrung kontrolliert. Aber noch gibt es zu wenige, meinen die Tierfreunde. Ungeliebte Gäste sind die Tauben auch bei den Kirchen. Ein nerviges und kostspieliges Problem. Du hast Unmengen an Taubendreck, vor allem wenn Tauben in die Innere der Türme hinein verfliegen und nicht mehr rauskommen. Und da bin ich aber drauf gekommen, wie dann die Bauarbeiten hier nach vielen Jahren mal vorbei waren bei der Außenrenovierung, sind die Falken wieder zurückgekommen. Eigens für sie wurden Fluglöcher in die Mauer gehauen. Der natürliche Feind der Taube, der Turmfalke, nistet jetzt hoch oben. Und dann war das Problem der Tauben eigentlich gelöst. Ich habe hier fast keine Tauben mehr, die nisten, weil das ist in Taubensprache gesagt Selbstmord, hier zu nisten. Das hat hier auf sehr natürliche Art und Weise das Problem gelöst. Und da haben wir eigentlich das Problem zum Viktualienmarkt. Der Viktualienmarkt ist ein belebter Platz. Fütterungsverbot und angedrohte Strafen reichen nicht. Jagende Raubvögel über den Köpfen der Kundschaft geht nicht. Der Konflikt schwelt weiter. Monika und der Pfarrer eint die gemeinsame Sorge um die Problemvögel. Hier am Markt haben die Händler auf die Stadt und ihre Tauben eine große Wut. Und ein Thema. Hallo, grüß Sie. Das ist eben das Schlimme dran. Dass immer mehr werden, immer mehr. Und inzwischen haben wir nicht nur das Taubenproblem. Aus diesem Taubenproblem hat das KVR inzwischen ein Hygieneproblem gemacht. Und das trifft uns wirklich arg. Aber wegen den Ratten, nicht wegen den Tauben, sondern wegen den Ratten. Nee, aber die Tauben sind diejenigen, die gefüttert werden und die Ratten kommen dann. Das ist alles zusammen. Wenn die im Senf sitzen, es geht nicht mehr, es sind zu viele. Wir brauchen sofort eine Lösung, wir brauchen Hilfe. Die Heiliggeistkirche könnte Rettung bringen. Ist doch die Taube das Symbol des Heiligen Geistes. Hier sollen die Vögel eine Zuflucht finden. Pfarrer Schießler plant ein Taubenhaus im großen leeren Dachstuhl der Kirche. Doch dann verbieten statische und baupolizeiliche Bedenken sein Projekt. Es hätte die harten Fronten auf dem Viktualienmarkt versöhnen können. Wenn du heute eine Kommunion kommst, fragst, was heißt Taube, dann kommt sofort Friede. Ja, das ist die schönste Frucht des Heiligen Geistes. Und dann würde man Sorge tragen für die Tauben da draußen. Ja, darum hätte mir das unwahrscheinlich gefallen, wenn das gelungen wäre, weil wir dann nämlich einmal was praktisch hätten tun können, aus dem, was wir spirituell und theologisch daraus machen. An diesen Vögeln scheiden sich die Geister. Aber da der Heilige Geist bekanntlich eine Taube ist, dürfen Standelfrauen und Taubenfreunde hoffen.